Sali zusammen, wir gehen jetzt heute auf einen Trip. Beziehungsweise auf eine Tour, nämlich wir gehen auf Ocean Discovery, wo wir versuchen im Meer Mantas und Walhaie zu finden mit dem wunderschönen Segelschiff. Doch dann ist es Gewitter aufgezogen und es ist praktisch unmöglich geworden, überhaupt noch Meeresbewohner zu finden unter Wasser. Dann auf den Malediven wird alles noch konventionell gesucht, per Auge, auf dem Schiff oben runter. Und das Wetter hat das alles einfach unmöglich gemacht. Da ist der Rilo und ihr habt sicher die schönen Bilder jetzt schon gesehen mit dem Segelschiff und so. Und es hätte eigentlich ein Trip werden, um Walhaie und Mantas zu finden, zu schnorcheln und für euch auch zu filmen. Und wir sind jetzt irgendwie 4 Stunden unterwegs mit dem Segelschiff. Und das Problem ist, dass das Wetter sich verändert hat. Es ist jetzt absolut grau voraus und es regnet immer wieder einmal. Und da ihr das alles noch per Auge, also es ist schon irgendwie das dritte oder das vierte auf dem Schiff und schaut nur ins Wasser, um zu schauen, ob es irgendwelche Tiere, Unterwassertiere hat und so weiter. Und sie können im Moment einfach nichts finden. Und eben, wie gesagt, es regnet immer wieder und darum haben wir jetzt uns entschieden, den Kurs wieder zurück Richtung Filomeno zu setzen. Ich werde, sobald ich dort bin, auch rasch schauen wegen meinem Trip, den ich sonst noch machen kann, wo ich euch die Tiere zeigen kann. 3 Tage später haben wir nochmal den gleichen Trip machen. oh mein Gott, das hat jemand auf unserer Crew einen Walhai entdeckt. Let's go aufs Dingi und dann zum Walhai.
Natürlich sind wir dann sehr nervös geworden. Wow, wir sehen jetzt hier den Walhai, 15 Meter länges riesen Tier. Und falls ihr euch jetzt fragt, mein Gott, was sind denn das für wirre Aufnahmen, verwackelt und alles? Ja, meine Damen und Herren, das ist Faktor Mensch. Denn als wir den Walhai entdeckt haben, hat es einige Leute gehabt, die ihn auch entdeckt haben. Und das sind etwa 50 Schnorchler gewesen. Es war ein Gefetze gewesen und jeder hat das perfekte Foto wollen. So richtig wie Touristen. Aber ich möchte euch natürlich mit dem nicht belassen in diesem Video. Ich möchte euch zeigen, wie es vor ein paar Jahren ausgesehen hat, als meine Eltern unterwegs sind auf dem Trip. Nach dieser wundervollen Erfahrung mit dem Walhai und leider mit diesen vielen Touristen haben wir uns nachher aufgemacht, um weitere Unterwassertiere zu bestaunen. Leider haben wir danach nicht mehr so viel Glück gehabt, wie früher damals mal meine Eltern mit diesen wundervollen Manta-Aufnahmen, die ihr gesehen habt. Und daher haben wir uns dann aufgemacht, wieder zurück Richtung Filomeno zu fahren, mit dem wunderbaren Sonnenuntergang, wo ihr jetzt dann gerade werdet sehen. Aber ich möchte zum guten Letzt mich herzlich noch bedanken bei unserem coolen Guide namens AD, wo wir werden sehen auf einem Foto im Anschluss. Und ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken fürs Zuschauen von dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich mega freuen. Und ich würde mal sagen, mit diesen wunderschönen Bildern verabschiede ich mich an dieser Stelle von dem Video. In einer Woche wird der nächste Teil von meinen Maledivenferien erscheinen. Heute in einer Woche. Besten Dank und ich hoffe, bis auf nächstes Mal. Euer Rilo. Ciao zusammen.